Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, es war in den 70er Jahren. Ich war junge Pastorin und bekam ein Plakat vom Deutschen Evangelischen Missionswerk. Ein Plakat, das ich bis heute nicht vergessen habe. Es war ein afrikanischer Mensch abgebildet, der balancierte mit einer Tragstange für seine Schulter eine schwere Last. Und es stand darunter: Europas Christen müssen reicher werden. Das klang für mich wie Hohn und Spott. Afrika, geschundener Kontinent, der Mann trägt schwer und es heißt plötzlich, Europas Christen müssen reicher werden. Die Frage, sollen wir noch reicher werden auf Kosten Afrikas und Asiens? Doch wenn man genauer hinsah auf das Plakat, dann hieß darunter ganz klein geschrieben, Europas Christen müssen reicher werden an Hoffnung, Wahrhaftigkeit, Demut, Glauben, Liebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Vertrauen, Brüderlichkeit, Erkenntnis durch Christus. Ich habe dieses Plakat nie vergessen. Ich habe es leider nach meinem Umzug noch nicht wiedergefunden. Ich habe aber den Text damals mir aufgeschrieben. Und es verfolgt mich. Europas Christen sind arm, wir sollen reicher werden. Woran sind wir arm? Und ich glaube, wir alle wissen das. Wir sind arm an gelebter und an fröhlicher Frömmigkeit. So würde ich es heute formulieren. Unsere Kirchen oder Kirchentümer, die sind ganz gut reich, materiell gesehen und glänzend. Aber unser Christentum ist weithin eine gut bürgerliche Angelegenheit geworden. Sie drückt sich vor allem aus in schönen Bauten, schönen Liturgien, schöner Musik, vielleicht auch in schönen Predigten, mehr Ästhetik als Praxis. Wir merken die Frömmigkeit in guten Ritualen, bei der Gesetzgebung, Staat und Kirche, wie eng sind die zusammen. Aber dass wir Christen auffallen durch besonders gerechtes Tun, mit besonderer Zuversicht, mit Nächstenliebe, davon ist wenig zu spüren. Europas Christen müssen reicher werden. Das Plakat kritisiert da gar nicht unseren materiellen Wohlstand. Das ist verständlich, auch biblisch gesehen wird es ja nicht verurteilt. Die Frage, wie gehen wir damit um? Und welche religiöse Substanz trägt uns? Und wenn man das Christentum mit einer Glocke vergleicht oder ein Instrument und dagegen klopft, dann wird es kaum schön klingen, sondern bei uns klingt es meistens sehr hohl, denn wer empfindet, dass Christen aktiv sind, dass sie fröhlich sind? Nun ist das Plakat 40 Jahre alt, aber ich glaube, geändert hat sich in den 40 Jahren nicht viel. Ein katholischer Theologe, Jean-Baptiste Metz, sagte, Jesu erster Blick ist ein messianischer Blick. Er guckt nicht so auf die Sünde, sondern auf das Leid der Menschen. Er sagt, es ist eine biblische Mystik der Gerechtigkeit, Gottes Leidenschaft als Mitleidenschaft, als praktische Mystik der Kompassion. Haben sich die Christen von der urbiblischen Gerechtigkeitsfrage vielleicht zu schnell und zu früh verabschiedet? Fragt Metz. Frage ich uns. Haben wir uns davon verabschiedet oder ist es etwas, das uns sehr bewegt? Demut, Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, das, was auf dem Plakat stand, was uns fehlt. Wo spüren wir das heute? Oder Frömmigkeit, Erkenntnis durch Christus, ist das obsolet geworden, unbekannt? Für mich ist das größte Manko nicht fehlende Finanzen hier und da, die oft geklagt wird. Nein, das größte Manko ist das, was wir oft religiösen Analphabetismus nennen. Für uns als Angehörige einer Buchreligion ist das sehr deutlich. Wir haben einen biblischen Analphabetismus. Wer kennt biblische Geschichten, Bibelworte? Wer lebt daraus? Das ist doch das Anliegen, was uns berühren muss.
Nicht nur kirchenferne, auch in der Kirche sind die biblischen Geschichten weitgehend unbekannt geworden. Wir können lesen, aber seltsamerweise wird die Bibel viel zu wenig gelesen. Und es wäre schon wichtig, dass wir die Bibel lesen täglich und nicht nur in Twitter-Kürze, sondern deutlicher lesen. Was erzählen die Geschichten? Und da denke ich an frühere Zeiten, Mittelalter. Da konnten die Menschen noch nicht direkt lesen, aber sie hatten ihre Biblia Pauperum, die Bibel der Armen, mit Bildern da, wo die biblischen Geschichten vorgemalt waren. In den Kirchenfenstern. Zur Information war es gut und auch zur Ermutigung. Denn wie viele Kirchenbilder oder Bilder in Kirchen tragen bedeutende Frauen? Frauen, die in kirchenleitenden Positionen waren. Dass eine Frau einen anderen Mann zum Bischof weihte, wie wir im alten mittelalterlichen Bild haben. Maria, Magdalena, Martha, all die auch biblischen Frauen. Zur Erinnerung, das hat Jesus gemeint. Frauen sollen Verantwortung übernehmen, nicht nur abgeleitet, sondern aktiv. Diese Bilderbibeln sehe ich als eine große Bildungsmaßnahme, die geglückt ist und die dann von der reformatorischen Kirche weitgehend aufgenommen wurde, mit den Bibelübersetzungen in der Sprache des Volkes, mit Katechismen, Schulunterricht, der aufklärerisch dann fortgesetzt wurde. Die Frauen bekamen dann ja auch langsam ihren Platz in der Kirche zurück, auch wenn es 450 Jahre noch dauerte, bis Frauen in den lutherischen Kirchen wirklich alle Ämter offen standen. Biblische Geschichte. Downing Street Nummer 10. Das weiß man. Aber welche Bedeutung hat die Straße zwischen Jerusalem und Jericho? Barmherzigen Samariter. Kennen wir diese Geschichten? Leben wir aus denen? Der jüdische Religionsphilosoph Heschel sagte einmal, die Bibel ist der sicherste Ort, wo man Gott finden kann. Wenn ich nicht weiter weiß, in der Bibel zu suchen, die Bibel weiterzuerzählen, am besten ja die Geschichten weitererzählen, das ist das, was bei uns notwendig ist. Und ich weiß es aus der Kinder- und Jugendarbeit, auch Erwachsenenarbeit, wie gut es Menschen gefällt, biblische Geschichten erzählt zu bekommen. Nicht nur vermittelt als Religionskunde, sondern Geschichten, die mich bewegt, mir geholfen haben. Im Sommer las ich in der Zeit, das wäre doch mal ein Anfang, ein doppelstündiger Bibelkurs für alle Literatur- und Kulturwissenschaftler im ersten Semester. Besser noch für alle Geisteswissenschaftler. So wie Kinder Märchen brauchen, brauchen die Menschen einer Kulturgemeinschaft die Mythen, die Legenden und die Religion, auf deren Basis diese Kultur entstand. Es gab auch in der DDR in den 80er Jahren das Schreien nach mehr Religionskundeunterricht von Atheisten. Wir dachten, wir verstehen unsere Kultur, unsere Literatur, unsere Bildung, unsere Malerei nicht, wenn wir nicht die Bibel kennen. Und ich halte es für wichtig, dass wir diese biblischen Geschichten erzählen. Dass wir Menschen helfen, tröstend, ermahnend, ermutigend, dass wir alles unternehmen, die Bibel wieder publik zu machen. Das wäre die vornehmste Aufgabe der Christen. Und Bibel teilen, eine Aufgabe der Bibelarbeit, die wir gerade auch aus Afrika mit übernommen haben. Das biblische Wort unseres Tages, von evangelisch nach den Herrn der Losung: Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, sagt Gott zu Mose. Du sollst das reden, sollst das weitersagen. Denken wir an Weihnachten? Ganz einfach, die Hirten auf dem Felde, die haben weitergesagt, was sie erlebt haben. Die Jünger haben weitergesagt, was sie erfahren haben. Sie waren keine Theologen, keine Priester. Das Wort ausbreiten, das halte ich für die dringendste Aufgabe für uns als Kirche im Christentum im neuen Jahrtausend. Wir stehen wieder am Anfang. Mit griechischer Mythologie gesagt, Sisyphusarbeit, die Bibel ist mal wieder ganz unten und wir müssen sie hochbringen, aber nicht als Strafarbeit, sondern als etwas sehr Schönes, weil die Bibel ein Lebensbuch ist, das Mut macht. Also Bibel lesen, Bibel nach vorne bringen. Ein zweiter Aspekt möchte ich sagen:
Wir beten es jeden Sonntag oder sprechen das im Glaubensbekenntnis, dass wir damit rechnen, dass Jesus kommen wird, der wiederkommen wird. Die Wiederankunft Jesu. Wer davon von uns rechnet wirklich damit? Wir sagen das, wir ermutigen das, aber ich glaube, wir wollen das gar nicht. Wir wollen das gar nicht, denn wir haben uns so gut eingerichtet. Und dann sagen manche, naja, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag, oder 1000 Jahre wie ein Tag, ja, das hat Tag 2 oder 3 wird Gott ja ihn noch nicht wiederkommen lassen, das wird ja noch länger dauern. Wir wollen das gar nicht. Aber wir wissen, wir haben das als biblische Botschaft. Wo versagt unser Glaube? Und wir wissen, viele Menschen in der Welt hoffen ganz inständig auf die Wiederkunft Christi möglichst bald. Sie warten darauf. Sie warten darauf, weil sie nicht unsere Bequemlichkeit haben, sondern weil sie Not haben, weil sie das Reich Gottes herbeisehen, weil sie aus den Geschichten der Bibel entnommen haben, dann wird alles gut, dann werden Menschen einander achten und sie werden bei Gott sein. Also Hungerwanderer, Kriegsvertriebene, die von Diktatoren und Machthabern unterdrückt sind und gefoltert sind, die sagen, lieber heute als morgen soll der Messias kommen. Für die wäre Gott wirklich der Heiland. Und ein Historiker hat gerade jetzt geschrieben, in einem Buch, 6 Bände soll es haben, über die Geschichte der Welt: Denken Sie an die vielen Millionen Menschen in den Flüchtlingslagern, die nichts anderes tun als warten. Da rast die Zeit nicht, da steht sie bleiern still. Wir warten nicht. Und weil wir nicht warten, fehlt uns oftmals diese enge Beziehung. Und wir wissen ja nicht nur von Gebeten aus früherer Zeit, dass wir sozusagen an Christi Stelle dann aktiv zu sein haben, bis er kommt. Und wenn wir schon nicht warten, dann haben wir mit mehr Engagement aktiv zu sein, seine Botschaft zu leben. Denken wir an die Geschichte vom Teich von Bethesda. Da waren Menschen und warteten immer darauf, dass sie als erstes in das Wasser gehen konnten, weil sie wussten, dann werden sie geheilt. Einer war 38 Jahre gelähmt, wartete und hatte dann das Glück, dass Jesus da war, ihn erlöste. So haben wir den Auftrag, anderen Menschen das Warten abzukürzen und ihnen zu helfen, dass sie etwas vom Reich Gottes, vom Heil spüren. Wir sollen etwas tun, suchen. Das verlorene Schaf, den verlorenen Groschen, den verlorenen Sohn suchen, ernst nehmen, uns um die kümmern oder auch wie die Witwe ist beim Richter, drängen und drängen, dass Gerechtigkeit anderen geschieht. Also wir haben, wenn wir das Warten nicht können, haben wir es irgendwo über einen Umweg einzuüben, dass wir die Beziehung haben und sagen, wir freuen uns, dass das Reich Gottes da ist. Wir müssen da gar nicht drängen, hektisch sein. Wir sollen Zeit haben. Aber diese Zeit eben auch so zu nutzen, dass wir sagen, unter der Ewigkeit Gottes tut sich da was, spüren wir was von der Ewigkeit, die heute schon da ist. Zeit hat Gott uns geschenkt. Zeit zum Glauben, zum Vertrauen, Zeit für andere Menschen und auch Zeit für uns selber, die Besinnung bei uns zu spüren. Ein dritter Punkt, ein Zitat eines Kardinals. Das Christentum ist von Anfang an ein einziges Nacheinander von Unruhe und Unordnung. Ein Jahrhundert ist wie das andere, nur dass denen, die gerade darin leben, das ihre schlechter scheint als alle Zeiten vorher. Religion scheint immer im Aussterben. Spaltung übermächtig. Das Licht der Wahrheit verdüstert. Die Gläubigen versprengt. Die Sache Christi liegt immer im Todeskampf, als wäre es nur eine Frage der Zeit, ob es heute oder morgen mit ihr zu Ende geht. Die Heiligen sind immer im Schwinden und Christus ist immer im Kommen.
Die Fluten türmen ihre Wellen, die Wogen des Meeres sind mächtig und wütend schäumend. Der Herr, der in der Höhe wohnt, ist mächtiger. Bedrohung der Kirche, Spaltung und. Der Kardinal hat dieses Wort vor 200 Jahren gesprochen, Kardinal Newman, ein Wandler zwischen den Konfessionen. Und so ähnlich empfinden wir es hier heute manchmal. Und wenn wir nur zufrieden sind, da ist gar nichts, ist das auch nicht in Ordnung. Wir sollen es auch spüren, aber eben auch dieses Christus ist im Kommen und die Chance nutzen, die auch Kardinal Newman stark genutzt hat, das Gespräch zwischen Christen zu fördern. Für mich unvorstellbar, dass Ökumene jetzt von katholischer Sicht erst seit dem Zweiten Vatikanum Normalität ist. Evangelisch haben wir es ja ein bisschen länger schon, über Missionskonferenzen, also weit über 100 Jahre schon, aber das ist Gespräch zu suchen von den unterschiedlichen Konfessionen. Evangelisch, Landeskirchen, lutherisch, uniert, reformiert, Freikirchen, katholisch, römisch-katholisch, altkatholisch, die vielen orthodoxen und altorientalen, das Gespräch zu suchen. Immer wieder hinzugehen, mit Respekt Fragen zu stellen, sich zu wundern, zu staunen über das, was da aus unserer Sicht besser ist, was wir gar nicht verstehen können. Dieses Suchen, miteinander auf den Weg gehen. Von außen her sind alle Christen. Auch ob sowas Zeugen sind, ob es Charismatiker sind, auch so ist, dass wir wissen als etablierte Kirchen, so will ich sagen, wo ein Mainstream ist und wo wir uns auch unterscheiden von Fundamentalisten und auch mit denen das Gespräch suchen und hinzuweisen, was steht in der Bibel. Ich halte die ökumenischen und interreligiösen Gespräche für ein verheißungsvolles Gut für das 3. Jahrtausend. Es gab es immer schon in der Kirchengeschichte, aber jetzt ist es auch von leitender Stelle, ganz oben und auf der Basis. Beides gehört zusammen. Es darf nicht nur Wissenschaftler oder Kirchen- oder Religionsführer miteinander reden, sondern es muss der oberen Ebene und quer durch alle Ränge, wenn wir das so haben in den Kirchen, geschehen, dass Menschen ins Gespräch kommen, von Kindertagesstätte an bis ins Seniorenheim. Auf der Straße, in allen Bereichen, dass wir als Kirche auf andere zugehen, mit ihnen das Gespräch suchen. Da ist Friedenspotenzial drin. Kein Frieden, Weltfrieden oder Religionsfrieden. Wir haben in Hamburg die Attentäter des 11. September gehabt. Wie wurden da? Hätte schlimm werden können. Da wir aber eine gute interreligiöse Gemeinschaft hatten, interreligiöses Forum, wo wir uns regelmäßig trafen, konnte ganz viel aufgenommen werden. Es gab keine großen Aggressionen. Man wusste, dass es einige ganz quergeleitete, aber es sind nicht die Muslime. Das heißt, das Klischee-Denken hört dann auf, dass wir ins Gespräch kommen und dann auch deutlich Position beziehen und uns selber auch in Frage stellen lassen. Ich glaube, nur so kommen wir für unsere Gesellschaft weiter, denn es ist ja so, dass wir als gläubige Christen, Muslime, Juden, Buddhisten, Hindus, wir wollen nicht nur Materialismus haben, sondern wir sehen auch andere Werte und haben uns gegenseitig darin zu unterstützen. Und evangelisch-katholisch hat sich vieles getan, dass da noch Unterschiede sind, dass wir nicht gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Offiziell ist oftmals schmerzhaft. Sie wissen das alles. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr uns ernst nehmen und manches auch stehen lassen. Frauenordination, Zölibat, Abendmahl für Geschiedene und so weiter. Das sind Fragen, die viele Katholiken bewegt uns als Evangelische mit, weil wir ja eng verbunden sind, aber vielleicht auch mal sagen, wir lassen das mal stehen nebeneinander. Es muss auch Zeit sein zum Reifen. Und wir haben bei uns in den Kirchen in Synoden den Beschluss, einen Magnus Consensus zu erreichen. Es muss sozusagen 90% dafür sein, als wir die Segnung auch von Homosexuellen beschlossen haben. Nur Magnus Consensus. Man kann nicht
51% dafür, 49% dagegen, dann geht das nicht. Also da abzuwarten und manche sagen, das geht nicht, wir lassen es liegen. Es gibt genug andere Fragen und Aufgaben, die da sind. Wir haben die Leuenberger Konkordie, das Evangelische sich gegenseitig Abendmahls- und Kanzelgemeinschaft gewähren, seit 1973. Kein Problem mehr, das ist wirklich gut. Wir haben die Charta Oecumenica, auch mit katholischen Christen, auch mit den anderen Religionsgemeinschaften. Wir sagen, wir wollen gemeinsam dann auftreten. So viel wie es geht, gemeinsam machen. Das wäre gut für unsere Zeit. Es gibt noch sehr, sehr viel anderes, aber das persönliche Engagement, die persönliche Frömmigkeit, die Lehre, die Verkündigung der Kirche und das Gemeinsame mit anderen. Wenn wir das ernst nehmen, dann haben wir 3 Herausforderungen schon angepackt. Vielen Dank.